dass Mario nach all dem, was in der letzten Folge passiert ist, noch so ruhig pennen kann. Wundert mich schon ein wenig. Willkommen zurück, Freunde, zu Super Mario Sunshine in der 3D All-Stars Collection. Also der letzte Part, da war ja mehr als fehl. Vor allem die eine Passage, die am Schluss sind, das war ja... nee. Nee. Einfach nee. So, bitte nicht wundern. Ich habe mir jetzt, weil mir dachte so, vielleicht braucht es ein bisschen mehr Konzentration und so. Haben wir jetzt mal einen Kaugummi geschnappt, weil das soll ja die Konzentrationsfähigkeit helfen, sagt man so schön, nicht wahr? Und ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Kann mir einer erklären, wieso ich jetzt da abgerutscht bin? Die letzten 50.000 Male, wo wir das gemacht haben, kein Problem. So von wegen, nee, du kannst da einfach ganz normal hochlaufen, du rutschst nicht ab. Das war nicht mal eine besondere Kante oder so etwas, nee, einfach so, ich habe jetzt keinen Bock mehr und rutsche ab und tschüss. Ja, diese Level, einerseits liebe ich sie, wegen der Schwierigkeit, die sie mit sich bringen, trotz allem. Und auch wegen dem Ideenreichtum, sage ich jetzt mal. Andererseits natürlich auch ein bisschen wegen der Schwierigkeit. Es hat trotzdem nicht ganz so einfach, Aber es gibt eben solche Momente, solche Glitch-Momente, sage ich jetzt einfach mal. Und Momente, wo du denkst, Alter, die Steuerung. Will die mich jetzt natzen? Und die Antwort ist, ja, will sie. Wie jetzt hier zum Beispiel, das war gar nicht so schräg. Beziehungsweise wir hatten schon ganz andere schräge Situationen. Das ist jetzt zum Beispiel viel schräger. Trotzdem rutsche ich nicht ab. Das ist aber wieder schon schräger. Jetzt zum Beispiel auch. Aber es hat ein bisschen damit zu tun, wie ich laufe. Also wenn ich jetzt so, sage jetzt mal, parallel dazu laufe und jetzt nicht so hoch oder runter, das hat, glaube ich, schon mit der Richtung zu tun, wa? Ob ich mit der Richtung, wo so das Teil bewegt, laufe? Oder nicht entgegengesetzt, sondern halt quer dazu. So. Was lange währt, wird endlich gut. Die sind Nummer 40. Alter, in letzter Folge, irgendwie, weiß auch nicht. Letzte Folge ja nichts geschafft von dem her. Doch eine blaue Münze. Krass. Puh, ich hasse diese Welten. Egal. So, mal gucken. Könnten jetzt schon einmal die roten Münzen dran sein? Riesenbloppers Rückkehr. Nee, noch verreckter. Ist einfach da oben. So, den kann ich immer noch nicht aktivieren hier in der Welt. Das andere Düsen. Ich gebe direkt die Düse. Schon als ob der Riesenbloppers nun im Heliport wäre. Mhm. Da oben ist noch ein M, ich hab's gerade gesehen. Okay, kommt er später hin. Aua. Hey, Spinnilein. Du altes Schwein. Hä? Eine blaue Münze?
Dann geben die blaue Münzen. Das ist aber neu, oder? Diese Viecher geben blaue Münzen. Das finde ich ja so geil. So, wo ist denn das Riesenblubber? Ne, oben ist er nicht, das ist was anderes. Da drüben ist er, wa? Aber doch einen Raketenaufsatz gibt's doch schon, haben wir doch mal aktiviert, aber das halt da drüben war. Hm. Okay, okay. Was drin da noch? Ja, muss aber erstmal auf die Plattform. Ah, da wird ein Spaß. Jupp. Was? Danke Mario fürs Festhalten. Hä? Du kannst doch hier hoch, oder? Nee. Was? Das ist nicht der fucking Ernst. Okay, hier gehen ganz crazy Sachen ab. Extrem, aber... Oh, das ist eine rote Düse. Okay, gut zu wissen, wer also hier oben. So, schon mal alle Düsen aktivieren und freisetzen. Muss ich zum Riesenblubber mit der roten? Ich glaube... nee, müsste eigentlich so schaffen. Okay, hier unten ist nichts mehr. Ich hätte gerne eine kleine blaue Düse. Sehr gut. Ernsthaft. Was? Mario Wandsprung? Was ist hier eine Zauberwand? Kann ich keine Wandsprung, krass. Warte mal, nächster Punkt. So. Oh, ich habe nicht gerade so viel Wasser. Ne, komm. Mario! Mario! Hier ist eine meiner Düsen. Mario! Ja, da geht mir auch gleich die Düse, Kumpel. Interessant, dass das schon mal aufgebaut ist, aber okay. Keine Ahnung, hätte ich hier anders hingekonnt oder sollte? Hä? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Vieh damals funktioniert. Wundere mich eben gerade wegen den Gittern. Also wie gesagt, ich wundere mich ein bisschen wegen den Gittern. Warum? Einfach nur damit ich hinter komme? Servus! Dafür brauche ich einen Gitterkumpel. So, komm! Also. Macht Sinn, wa? Ich muss gleich ein bisschen sauber machen. Ich rutsche von der Tinte ab. So, und jetzt aber.
Schön, wenn es mal wieder mal ein relativ einfacher Boss ist. Oder vor allem eine einfache Aufgabe. Finde einen Weg, ihn zu bekämpfen, dass du... Oh. Ah, das war der Grund. Was? Was zum... Aua. Aber Mario, festhalten kannst du auch noch, oder? So, Kumpel, und der zweite Streich folgt sogleich. Hä? Nur zweimal? Das letzte Mal hast du 4-mal ausgehalten. Oh Mann, selbst Loopers nicht mehr das, was sie früher mal waren. Schade. Es ist schade um den armen Blooper-Mann. Juhu! It's me, Mario, Number 1! Wuhu! So, gleich nochmal zurück in die Welt, Freunde. Ich will versuchen, mir 3 blaue Münzen auf einmal zu holen. Also, nein, den Besuch meine halt. Weil vielleicht ist jetzt sowieso die Mission mit den roten Münzen. Der Mario Morgana kommt, glaube ich, noch nie. Das war erst Mission 7 jeweils. Rote Münzen Wasser Rallye, genau. Wir hatten zwar schon mal rote Münzen hier. Nee, da waren was anderes, genau. Die angesperrten Insignie. So. Wobei das war ziemlich kacke, wenn ich mich richtig erinnere. Also kacke in Anführungszeichen. Und Schlusszeichen. Mit Ausrufezeichen. So, wie wir vorhin ja gesehen haben, kann ich jetzt problemlos sogar nach ganz oben gelangen. Zum Beispiel hier hin. Und komme so an die rote Düse. Hä? Sie ist weg, mon Dieu. Also mal hier das Geschmiere entfernen, was ich vorhin übersehen habe. Sag mal. Okay, vielleicht sogar 4 Münzen. Wo ist jetzt der Aufsatz hin? Hä? Ist den Raketenaufsatz nicht? Warte mal ganz kurz das. Jetzt müsste ich eigentlich den anderen resettet haben. Hä? Wo ist denn die Düsenaufsatz hin? Hä? Wie kommt er da hinten hin? Ah, ja, jetzt verpisst du dich, jetzt wo ich komme. Alter, okay, das Spiel verarscht mich. Sorry, aber man kann es nicht anders sagen. Warum fliegt denn der so weit? Was hat er ihm getan? Sogar die Raketenaufsätze hassen mich schon. Aua. Es gibt eine blaue Beule. Beule für Bläule. Moment. Richtig gesehen? Eine blaue Münze. So, dann halt geradeaus. Also fast ein bisschen. Also den Loopers erledigen. Ja, oder einfach grandios verkacken. So, hier habe ich ja gedacht, wenn ich da... Also ich weiß nicht, wie ich sonst da hinkomme.
Okay. Ja, das Problem ist halt, wenn ich jetzt die aktiviere, dann geht es so nicht, weil dafür bin ich dann zu langsam. Das heißt, ich brauche für das, wenn es nur das Stückchen ist, aber dafür brauche ich dann leider einen anderen Raketenaufsatz. Aber gut, kein Problem. Was? Ah, warte mal. Mit Springen komme ich noch ein bisschen höher. Oh oh. Oh, Schwein gehabt. So. Dann nicht vergessen, Freunde, wir haben hier noch einen Raketenaufsatz. Okay, gut. Beziehungsweise ein Geschmiere zu entfernen. Bravissimo. Da steht mir aber den drauf. Okay, wegen den roten Münzen da entlang. Und was ist, wenn ich jetzt was anderes will? Ach, fliegt doch relativ weit. Also. Nein! Ich bin ein Vollidiot. So. Das Heim müsste doch irgendwie ober mir sein. Hat sie da drüber? Ich glaube schon, oder? Ne, da ist er. Okay, da ist direkt noch eine. Mal gucken, wo ich hier hinkomme. Okay. Das war nicht so geplant, aber auch nicht schlecht. Der gerade doch irgendwie oben durch soll. Ist leider auf der anderen Seite, man irgendwie quer springen. Ja, besser weniger. Theoretisch kann ich hier einmal hoch und auf der anderen Seite einfach runter. Bin nicht runterfallen, Mario, ich warte noch. Aber das ist so eine Situation, die nicht geplant war. Nein! Okay, warte mal, das müsste eigentlich so klappen. Hä? Wo halte ich mich denn da fest? Okay, das war jetzt aber ganz buggy, crazy, irgendwie, kein Plan. So, aber was soll's? Ich meine, ich habe die blauen Münzen, die ich wollte. Sehr gut. Was kann ich mit dem Raketenaufsatz hier sogar für die Insignie bräuchte? Egal. So, wunderbar. Wieder mal genug blaue Münzen, um meine Insignie einzutauschen. Ach, das ist aber geil. Was soll der Button? Eine Blobber Surfguru, Spitzname Optimax. Was? Sammle 8 oder Münzen, in die Zeit abgelaufen ist. Viel Glück. Oh. Mal ganz kurz gucken. Ja, okay. Ist das so, dass er bei gewissen blauen Münzen noch springen musste? Ja, blau sage ich schon, rot da hier. So, 7. Wo ist jetzt die 8? Wo habe ich die verpasst? Bis hierhin war ich ziemlich fehlerfrei.
Dann ist ganz seltsam hier durch. Hier geht der Parcours weiter. So. Da habe ich jetzt gesehen. Ne, bis hierhin war ich jetzt ziemlich fehlerfrei. Warte mal. Das ist hier durch. Und dann hier. Ah, da! Okay, da dazwischen. Ja, Mann, da muss einem doch jemand sagen. Ich meine, jetzt theoretisch auch anders holen können. Also, wir können mal so direkt raus. Aus diesem Haus. Denkt so, what? Du hast verkackt! Du hast mir verdient, dieser Welt zu sein. Zum Speichere ich mal, wenn ich blaue Münzen kriege. So. Jetzt sind Nummer 43, sprich, das mit roten Münzen will ich jetzt doch mal ganz, ganz schnell gerne holen. Also wissen ja, wo sie ist und ganz ehrlich, es war eigentlich nicht so verkehrt, weil wir haben ja gesehen, ich habe relativ viel Zeit, ich kann die Strecke ja selber wählen. Also so ist es ja nicht. Also ein Versuch noch, Freunde. Na komm schon. So. Ne? Ja, aber auch die ist eigentlich relativ einfach zu holen. Ich weiß gerade, ob ich da wirklich die so holen muss. Okay. Dann waren doch, glaube ich, nur noch die hier zwischen den Booten. Können die irgendwie so durchfahren? Wie unlucky war das denn bitte? Ich bin nicht ganz doof an dir vorbeigefahren. Aber okay, die muss ich ja zuletzt holen, weil die Gefahr, dass ich da irgendwie anditsche, ist sehr, sehr groß. Oh Mann, war kein Leben mehr. Scheiße. Okay, Freunde, in der nächsten Folge. Hoffe ich direkt zu Beginn. Und dann mal gucken, was sonst noch zu tun gibt hier in der Welt von Super Mario Sunshine. Bye, bye.